Wir sind hier bei Heinz Brocken in Lehe, der auch Pündenmitglied ist. Heinz, was machst du da gerade? Ja, ich versuche gerade einen Augen zusammenzuschweißen aus Abfallrohren, wie wir sie hier sehen. Und der muss ja jetzt noch vervollständigt werden durch Kopf, Hals, Arme. Beine sind schon drunter und eventuell noch ein Arbeitsgerät, was er in den Händen hält. Und Hut drauf und dann ist der Auge fertig. Ja, schön. Ja, heute sieht man ja auch viele Augen in den Gärten. Wann hast du tatsächlich das erste Mal von der Augensage gehört? Von deinen Eltern vielleicht oder später? Ja, ich habe also in erster Linie von den Eltern davon gehört, und zwar meine Mutter kommt gebürtig aus Rhede, die erzählte dann von den Augen in den Borsumer Bergen, und mein Vater hat dann hier von den Leeraugen in den Hexenbergen erzählt. Darüber hinaus, meine Großeltern, ich habe nur noch meine Großmutter kennengelernt und die erzählte auch davon. Von einigen älteren Lehrern habe ich dann auch gehört, zum Beispiel Bürgermeister Johansson Sande damals erzählte auch noch davon, und von mütterlicherseits ein Onkel wusste auch davon zu berichten. Die sollen also in Lehe in den Hexenbergen gewohnt haben, konnten sich unbesichtbar machen, und etwa gegen Ende des Zweiten Weltkrieges ist wohl der Anführer verstorben, und dann sind die weggezogen, haben den Fährmann gerufen, der dann auch gekommen ist, und er sah niemanden, aber er merkte den Fußgeräuschen, Laufgeräuschen, und dass die Fähre immer tiefer ins Wasser ging und sein Kasten sich mit Geld füllte. Dann haben die übergesetzt und wurden seitdem nie wieder gesehen. Ah, schönen Dank, Heini. Jo, bitte.